Es geht weiter, nach wie vor heiter mit Anno 117 und ja, Forschung, also tiefe Märkte entdeckt. Ist doch auch was, ne? Also ich habe das jetzt schon intus oder muss das noch irgendwie ausrüsten? Oh, die Taverne, Entschuldigung. Hier, Markt. Aktive Effekte, aber jetzt sehe ich nicht irgendwie. Der Bereich ist definitiv jetzt größer geworden, das kann man schon mal sagen. War doch um einiges größer geworden, ne? Aber der datiert nicht, wie viel überhaupt? Brandsicherheit. Na egal, wir schauen mal bei der Forschung weiter, was jetzt hier noch so Schönes haben. Also eben für den Markt. Bitte aber den Marktplatz plus 25%, die sind natürlich schon gut, ne? Nachtwache. Ja, Patrouillen. 8000 Wissen, ne? Dann ganz schnell gemacht. Anforderungen, römischen wegen Albion wählen, wenn ich das beherbergen. Oh nee, Entscheidungen zu treffen. Okay, wir können eh nicht alles lernen. Was ist denn hier noch? Lagerhaus, Arbeitskräfte benötigt, minus 20%. Kosten weniger. Das ist auch immer gut. Latrine, erhöhte Gesundheit in der Nähe. Das klingt cool. Keltischen Weg in Albion wählen. Ah, okay, okay. Verlangsamung. Quartiermeisterei, ne? Das sind schon coole Dinge. Befestigte Straßen. Das wäre mal etwas, mindestens 5 Tonnen Beton lagern. Bin wir ein bisschen zu früh dran. Lagerhausverwaltung, können wir machen wir den hier. Militär ist, glaube ich, jetzt hier, wenn wir noch die Kampagne spielen, glaube ich, nicht so das Problem. Ne? Hier ist, glaube ich, doch recht friedlich alles. Also oft zumindest. Also die Kohle steigt auch, sehr schön. Im Heiligtum fühle ich mich sicher. Hier kann ich nachdenken. Jetzt halt die Frage nach irgendwas bauen oder so für unsere Leute. Mit dem ein bisschen mehr Kohle kriegen. Jede Gräte ein Geschenk. Mein Sandalen wäre so etwas. Einkommen plus 2, nach Bevölkerung mehr. Seife dafür weniger, ne? Also machen wir Sandalen. Die haben wir schon mal vorbereitet. Letzte Folge. Ui, hier und zwar eigentlich das ganze Palett, haben wir schon vorbereitet. Ich dachte, hey, hier hinten vielleicht Kleidung machen. Weil hier könnte der Platz ein bisschen knapp werden. Genau in der Richtung das also machen. Erst einmal, vielleicht mal sagen, die Dinger ja weg. Seil dafür? Warte mal. Das hat irgendwo mal gehabt, dass er irgendwie Seile machen könnte, theoretisch? Oder kann das erst noch? Wenn ich Schieße eher später machen kann. Ausgebranntes Ding, dann lasse ich das jetzt mal noch. Bauen wir hier anders. Moment. Schnell. Erstmal so hin. Hier wollte ich auch noch ein bisschen was anderes machen. Ne? Dann baue ich mal die Brücke hier hin. Ach du Scheiße. Oh, obwohl, wieso eigentlich nicht? Komm schon. Eher so entlang. Okay. Hier hat alles seine Ordnung und seinen Platz. So soll es sein. Aber irgendwas.
Das können wir eh noch nicht machen, ne? Das können wir erforschen, entdecken. Aber hier können wir es doch jetzt machen mittlerweile. Es fehlt ihm noch 25. Was machten die hier überhaupt? Klar, bauständige was, aber trotzdem. Nur 6 Bretter. Und nehmen wir wohl Holz, ne? Zweiten Holzfäller bauen oder was? Oh mein Gott, okay. Nächster Punkt, das sind Salzgärten brauche ich erstmal, ne? Erstmal die Gebäude hier weg. Dann sollte hier natürlich irgendwie alles mit, ne? So. Na komm. Ah, Mann, Alter. So, jetzt. Dankeschön. Also, kommen wir zurück zu den Sandalen. Ein Salzgärten, ein Schweinehof, dann eben theoretisch 2 Gerbereien dazu, dann 4 Sandalenmacher. Könnte aber vielleicht ein bisschen zu viel sein. Schweinehof müssen wir so machen, da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Was ist eigentlich im Schweinehof? Kann ich die Module auch schon mal sehen? Okay. 5 Stück sind's. Nach einem mehr oder weniger bekannten Muster. Die können wir noch aus 1800. So machen. Wir haben gar keine Grenzen, ne? Junge. Also, ihr könnt theoretisch den ja zweimal machen. Also einfach mal kopieren. Nein. So. Kopieren, weil dann den hier drüben auch noch. Also hier irgendwie. Für den Sandalen brauche ich eben einen Schweinehof, Gerbereien und die Sandalendinger. Das heißt, den zweiten Schweinehof hier brauche ich gar nicht mehr. Ist nicht da. Das Sülzdingsbums, der gehört auch hier hin. Der genauso. Dann hätten wir den noch. Oh, stimmt. Warte mal. Sind eigentlich die Straßen hier so dünn? Hä? Sind es 2 Felder? Warte mal, sind immer 2 Felder. Ja, okay, dann noch ganz. Hä? Warum sind es mal kleine Felder, mal große Felder? Hier drüben sind es kleine Felder, hier große Felder. Hä? Okay. Ich bin einfach umsonst verwirrt. Ist auch egal, ich bin ja auch verwirrt, alter Mann. So. Dann gucken wir doch jetzt mal. Den aktivieren. Den auch. So. Moment. Ich will eigentlich noch pausieren, ne? Genau, habe es eingestellt, dass gar keine Kosten verursacht werden. Umso besser.
Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Es fehlt noch notwendiges Material. Ja, ich weiß, ich weiß. Huch. Scheiß Bretter fehlen, ne? Ja, natürlich fehlen die scheiß Bretter. Oh. Veganer haben hier wohl keine Freude dran, ne? Ich will auch nicht wissen, was hier drin passiert, ne? Also man gibt den Schweinen irgendwie Salz zu fressen und dann pupsen sie Leder raus. Sagen wir es mal so, ne? So, keine Sorge, ich werde die sowieso pausieren hier. So, eben erstmal so arbeiten, also sagen, ich habe doppelt so viele Sandalenmacher wie Gerbereien, aber doppelt so viele Gerbereien wie Schweinehöfe und Salzgärten. Theoretisch, eben jetzt von dem her gesehen wäre ein Salzgärten, ein Schweinehof plus 2 Gerbereien und 4 von denen gut. Aber eben damit warte ich mal jetzt noch. Warte ich einfach mal, aber passiert die direkt wieder. Erstmal gucken, wie wir überhaupt so viele gerade brauchen. Ich will auch ein bisschen Kosten einsparen, ne? Hier mit den Sandalen, ne? Also irgendwie Bedürfnis 1 in 1, also von dem her. Das wird bereits reichen, aber natürlich jetzt hier bei den anderen Kosten hier. Wo sind wir? Wo? Genau. Hier mit den Schweinen und Dinger, hä? Ich habe nicht mal kriegen, Quatsch, was ist Salz? Hier. 4. Ich bin sowieso viel zu hoch oben. Heißt, es braucht ja gar kein Salz, aber überhaupt noch genug im Petto, ne? Da ich jetzt theoretisch wieder pausieren würde, würde es trotzdem funktionieren. Ich brauche zwar vielleicht... Für Seife brauche ich auch keine. Moment. Das wird sogar reichen. Genau, die Seifen eher später, ne? Da war ja die Idee dahinter. Dass ich jetzt schon mal Sandalen kriege. Das gibt mehr Bevölkerung plus mehr Einkommen. Mehr Bilanz, da sind wir natürlich alle zufrieden. Oh, jetzt kommt der Tutorial schon wieder. Das du bedenken solltest, Ere. Nicht euer Ernst. Mit Rekrutierungsgewonnen kannst du Militäreinheiten rekrutieren. Jede Einheitenklasse hat einzigartige Stärken und Schwächen. Ja, Fire Emblem lässt grüßen. Wie ging das? Speer schlägt Schild, Speer schlägt Schwert, Schwert schlägt Axt, Axt schlägt Speer. Bei Fire Emblem halt. Und hier, ja, der Speer schlägt das Pferd mit dem Schwert. Nein, halt berieten Einheiten, ne? Also so Landtruppen schlagen halt Einheiten schlagen Bogenschützen, Bogenschützen schlagen Speerkämpfer oder Bodentruppen, wie auch immer. Lass Einheiten ein Feldlager aufschlagen, um Trefferpunkte zu heilen und Unterhaltskosten zu verringern. Das klingt gut. Schützt deine Villa, Mauern und Türme. Schützt deine Villa, Punkt. Mauern und Türme halten die meist eindringenden Schach, obwohl sie durch Belagerungswaffen wie Onaga zerstört werden können. Nein, Onaga. So, wir haben natürlich also viel zu wenig Holz. Nehmen wir jetzt mal an. Die anderen Produkte steigen dafür. Sehr gut. Ja, aber nochmal ein Ort, wo ich irgendwie Ding bauen kann, ne? Holz und so. Die mit oben machen vielleicht? Wir werden eh noch viel mehr Holz brauchen.
Falsch herumgebaut. Ja. Ne, wird schon gehen. Lagerhaus kostet immer verdammt viel, ne? Junge, Junge. So, dann die Dinger. Die war jetzt mal schnell so. Ein Sägewerk braucht kein Holz, es braucht nur Kohle. Merken wir uns, Leute. Den Zaubertrick merken wir uns. So. Jetzt mal das. Dann kann das Ding auch weg. Ups. Also, haben wir noch ein Lagerhaus? Können wir eigentlich vorerst mal so belassen. Da fehlt mal ein bisschen Holz, da ist klar gewesen. Kleidung. Oder eigentlich auch hier unten machen, ne? Ja, wenn ich schon mal Soldaten machen und so weiter alles haben, ne, dann tut das logisch. Da können wir noch ein bisschen optimieren, Freunde. Ja, Michael kann optimieren. Michael Glückloch. Michael optimieren, Michael Glückloch. Moment. Was ist das hier noch? Okay. Hat auch nichts. Ja, nur gerade so aus. Dann nochmal schnell hier runter. Geht das gerade so? Freie Schnauze. Es geht. Perfekt. Und der Schafshof. Wunderprächtig. Jetzt können wir, damit es auch ein bisschen ästhetisch aussieht, das so machen. Ne? Da haben wir Schweine und, naja, das andere direkt nebenan. Noch ein bisschen viel mehr Platz. Jo. Ach, ist nicht schön im Plan aufgehen, ne? Schafshof. Piloi-Filzer, wie man dem sagt. Insellager haben wir jetzt nicht mehr so viel, dafür haben wir das Ding sowieso voll. Dann nehmen sie jetzt noch die Dinger, ne? Da wäre dann eine Produktionskette für die Seife, die eventuell auch hier hinkommt, also eben vielleicht hier oben hin oder wo auch immer. Okay. Das wird doch langsam, Leute. Das wird doch was. 27. Perfekt. Auch jetzt das Ding bitte mal ausbauen. Ja, danke schön. Verbessertes Kontor. Wurde doch ein bisschen besser aus. Also, Neptuns Schiff ist bereit. ja, er soll noch ein bisschen was transportieren, ne? Wo ist jetzt? Ach so. Mein Gott. So. Und das auch. Die Kohle steigt weiterhin. Was sagt die Bilanz? Bis auf zu wenig Salz. Oha. Kohle geht aber noch. Ist dir bewusst, Marcia, dass Kalidos nicht einmal das geheime Wort für Rom kennt? Er hat keine Ahnung. Es gibt ein geheimes Wort für Rom? Von dir würden wir ein solches Wissen auch nicht erwarten. Aber keine Sorge. Wenn du deine Treue unter Beweis stellst, wirst du es sicher bald erfahren. Gott, geh mir nicht auf den Nerven, ey. Von oben nach unten. Musst du das machen, dann sagen wir es dir schon. Ach, überall Seile oder was? Ah, der geht so, okay. Ein paar Arbeiter hier für einsetzen, ne? Gut. Soweit dazu. Jetzt hier auch theoretisch immer noch, ne, mit Seife wäre eine Option. Hier oben mit dem Brot. Das Brot war ja Bevölkerung plus Einkommen, ne? Also würde es sich schon lohnen, das zu machen.
Ja komm, wisst ihr was? Fang mit dem Boot an. Ich habe hier unten sowieso genug Platz. Broad. Kohle haben wir auch noch genug. Wann kann jetzt geräumt werden? Ja, dankeschön. Das ging schnell. Die Arbeiter haben etwas aus den Ruinen geborgen. Ich wollte gerade sagen, was ist das gewesen? Bronzener Bulle, ein dem Jupiter-Okos, dem Schöpfer und Zerstörer der Welten geweihtes Götterbild. Ja, Moses lässt grüßen. Oder halt die 10 Gebote, der Film. Vielleicht schmückte es einst einen Palastgarten, wo es sein Haupt inmitten schützender Hecken heben konnte. Vielleicht ist es eine Anspielung auf die Herrscher der Insel und ihre nicht ganz raffinierte Methoden der Befragung. Im Inneren ist nichts als Asche übrig. Das können Sie als nützlich erweisen, wenn du mal jemanden beeindrucken musst. Okay. Abgemachte Überlebende. Bei Pluto-Ehre. Sie müssen seit Generationen unter den Ruinen eingemauert gewesen sein und sich von Abwasser und Ratten ernährt haben. Gute Pfui. Arbeit, Herrin. Über diesen Trümmern hingen düstere Erinnerungen. Ich habe den Vulkan am Horizont gesehen. Okkasus. Dieser Schutt hat einen weiten Weg zurückgelegt. Gelegentlich stößt man immer noch auf Bims vom Ausbruch. Steine, die auf dem Wasser schwimmen, fast schweben. Verkohltes Brot. Wer weiß schon, wessen Hände diesen verzüglichen Leib geformt haben. Ein geschickter Diener, der frische Sauerteigbrote für die reichsten Familien Ambrosius fertigte, und ein stolzer Bäcker des Kollegiums, der rasch arbeitete, um eine ganze Stadt zu versorgen. Jetzt ist es nur noch Holzkohle. Ist das mit dem Bullen aber dann irgendwie bekommen oder was? Und auch hier. Naja. Mal gucken, wann und wie man das brauchen kann. Also Kohle haben wir eigentlich generell genug, ne? Da muss ich glaube momentan noch nichts bauen. Und zweiten Ding, ja, vielleicht baut es nachher, wir sehen es dann. Weizenhof. 2 Weizenhöfe, eine Kornmühle, eine Bäckerei. Ne, 2 Bäckereien. Da kommt mir bekannt vor. Ah, Flussplatz brauche ich. Ups. Da geht mir ein. Ja. Ja gut, da muss halt so sein, ne? Ist bloß, ob wir dann noch irgendwie ein Kontor bräuchte. Wobei, wir haben da ein Lagerhaus. Das kann man jetzt aber ausbauen. Jedes von denen kostet gerade so viel. Ach du Scheiße. Du kostet auch mehr Unterhalt. Ist klar, Digi. Ja, also zurück zum Thema. Mit dem Brot. Da war eben eine Kornmühle, 2 Bäckereien und 2 Weizenhöfe. Also die vielleicht hier oben machen, ne? Warte mal. Dann hätte ich theoretisch die so. Fehlern gucken, 140. Ja, das ist nicht gerade wenig. Wir haben nicht so viel Platz, ne? Auf der Seite ist es leider ein bisschen doof gewählt. Ich muss sogar die miteinander tauschen. Wobei. Ist noch viel zu früh, das irgendwie schon zu bestimmen. Moment, die Fehler müssen erst wieder weg. Ich muss neu bauen. So. Dann den nochmal darüber und jetzt hier gucken mit der... Ach, scheiße, ey. Das sind so viele, macht doch eben...
noch ein bisschen weiter nach hinten, ne? Perfekt. Wir werden es aber erst nächste Folge bauen, Leute. Wenn wir da schon mal Bescheid wissen, wir schon mal über 26 Minuten. Ich gehe aber vielleicht trotzdem schon mal der Story her ein bisschen weiter. Ne? Also wir haben jetzt die Dinger. Die Bäckerei nehmen, da kann ich eben noch ein bisschen verschieben, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, zu doof aussieht. Weil es so weit entfernt ist. Ob ich jetzt zwar die Dinger hier hinten im Bank. Mal gucken. Also haben wir das so. Das Ding ist hier, ist also schon mal alles vorbereitet. Sehr gut. Was könntest du denn benötigen? Dann gehst du mal nach unten und guckst mal, was hier passiert. Ne? Währenddessen haben wir Kohle. Wir haben natürlich auch Forschung. Das wurde bereits gebaut. Mensch. Brennstoffeffizienz. Gebäude, die Brennstoff verbrauchen, können mit der gleichen Menge Brennstoff länger laufen. Das klingt gut, aber kann ich römischen wegen Alben wählen und man kann in diesem Reich beherbergen? Was immer das bedeuten mag. Können hier dann Fischhütten produzieren Einkommen. Depots. Das klingt immer gut. Oder soll ich da mal ein bisschen auf Militär gehen inzwischen? Unbescholtene junge Frauen. Oh, setz ja nicht dieses Lächeln auf. Auch ich war einst unbescholten. Ja, nun kriegt ihr die Vorhänge oder was? Wir geben zu viel aus. Mach dir keine Gedanken. Hä? Ich kriege jetzt die Vorhänge? Ich habe arabische Vorhänge für die Dekoration der Villa beschafft. Ich hoffe, sie genügen deinen Erwartungen, Herren. Die Zeit fliegt. Und wir So. mit ihr. Und direkt beides, ne? Da bin ich mal gespannt, was hier noch passieren wird. Ich glaube, alles andere läuft doch relativ gut. Könnt ihr immer noch upgraden. Gaum ist gut, Haarpreis steigt, zudem momentan stabil. Tuniken, Pilei, Sandalen, boah, gehen hoch, sehr gut. Ich muss auch hier kurz checken, ich glaube, ich habe nirgendwo jetzt irgendwie was Negatives. Ne? Brutal, was noch nicht produziert wird, logischerweise. Seife genauso, auch Moraes bin noch dran. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Geil, Kohle, Salz, passt auch alles noch. Was ist denn mit der Regierung? Okay, Verdienst, Verluste, Bilanz. Tja. Wie viel man verdient, ist egal. Der Gewinn muss stimmen. Oder eben die Bilanz in dem Falle. Und dann kommt es darauf an, ob du anhand der Bilanz überhaupt Gewinn erzielst oder eben auch nicht. Ach ja, also haben wir das. Dann Gesamtbevölkerung, da kann man natürlich noch ein bisschen arbeiten daran. Es beruhigt mich, dass mein Mann eine warme Mütze trägt. Was haben wir hier? Haushalt, ne? Der ist irgendwie auch neu. Amphoren, die Bevölkerung, okay. Oliven, die Bevölkerung, Einkommen und Gesundheit, da wäre eigentlich sogar das Nonplusultra. Schalte mal kurz frei! Da wird auch etwas für nächste, übernächste Folge sein. Amphoren, ein eleganter Hals und reich verziertes Terrakotta
um dein Reichtum und deinen Wein zur Schau zu stellen. Also, Olivenöl. Dieses Grundnahrungsmittel des Reichs dient nicht nur als gesunde Zutat, sondern verhindert auch, dass die Ringkämpfe aneinander kleben. Pfui, Deibel. Gut, ich muss generell zugeben, ich bin nicht so der Olivenöl-Fan. Vor allem, wenn es kalt genossen wird. Ne? Wenn ich irgendwie so Ambran oder so verwende. Also durchaus geht, wenn es richtig raffineriert wurde und so. Also, sprich kalt gepresst und so wurde. Eben, wenn es halt richtig verarbeitet wurde, sagen wir es so. Dann kann ich Olivenöl oder benutze Olivenöl gerne zum Kochen, zum Braten, gar kein Thema, weil dann verfliegt der Olivengeschmack, sag ich jetzt mal. Ich mag auf den Olivengeschmack halt nicht. Oh, dann kann nehmen, egal. Was war noch hierfür, ne? Harzvorkommen. Harz haben wir natürlich jetzt hier nicht, das heißt, ich kann das hier sowieso nicht bauen, ich brauche eine neue Insel dafür. Olivenöl ist dasselbe. Ich habe gar kein Olivenzüchter-Ding, aber es gibt andere Inseln hier. Zum Beispiel jetzt die Insel, die hätte das. Purpurschneckenpopulation, ach du Scheiße. Wir erwarten deinen Befehl. Was willst du tun? Was willst du übergeben? Ja, beides Sie eigentlich. scheint ein wenig überfordert zu sein. Okay. Das war kurz schmerzlos. Julia hat Geburtstag. Oh Mann. Ich weiß ja, was meiner Schwester gefallen würde. Aber einer Kaiserin? Siehst du, wie sich die Villa Augusta für das große Ereignis herausputzt? Ich habe dein Garum probiert. So stark, wie ich es gehofft hatte. Aber jetzt zu etwas noch Wichtigerem. Julias Geburtstagsgeschenk ist ein Tempel, den ich habe errichten lassen. Aber behalte das für dich etc. Aber diese Schwachköpfe haben mir einen Haufen Scherben statt Ziegel geliefert. Jetzt sieht der Tempel unfertig aus. So kahl wie ein frisch geschorenes Schaf. Ziegel sollten sich leicht ersetzen lassen. An ihrem Geburtstag muss alles perfekt sein. Sie hat nur das Beste verdient. Schön, schön. Liefere Ziegel. Das sollte kein Problem sein, aber mehr als genug. Herrin Marcia, ich fürchte, dies ist ein schlechter Zeitpunkt. Die Pocken haben deinem Gatten stark zugesetzt. Er braucht jetzt viel Ruhe. Neptuns Schiff ist Klingt langsam so wie nach doofen Ausreden, ganz ehrlich. Also entweder will er mich gar nicht sehen, also sie in dem Sinne, oder ich werde hier einfach nach Strich und Faden belogen. Festina Lente. Warum soll er mich belügen, ne? Dann tue ich die andere Frage. So. Hier und da mal die ganzen Dinger hier aufbauen. Das kann nicht schaden, tatsächlich. Gegenteil. Entdeckung, Lagerhausverbesserung, okay. Aber eben, es geht immer weiter, ne? Theoretisch. So. Effekt. Oh, der dauert doch recht lange, ne? Ich würde trotzdem sagen, Freunde, das war's dann mal für heute. Hier bei Anno 117, ne? Pax Romana. Alles weiter sehen wir in der nächsten Folge, ne? Was wir noch ein bisschen weiter optimieren können, ne? Eben das Idee wäre mal zu gucken mit dem Brot. Olivenöl wäre eigentlich auch mal in der Idee. Vielleicht machen wir aber erstmal noch die Seife. Und dann können wir hier noch bauen. Inzwischen haben wir auch... Ah, das Depot, okay. Das ist schon irgendwie Schiffswerfer, eine neue Idee. Ich kann aber irgendwie jetzt schon eine neue Insel bewirtschaften können, ne? Das ist noch das andere Thema. Aber ja. Ein Brief ist für dich Von eingetroffen. Emilia Naukratia an ihre Tochter Marcia. Vor allem bete ich, dass du auf See nicht in Gefahr bist. Bestell deinem Mann Grüße von mir. Ich hoffe, dass er freundlich ist. Ich bitte dich, mir einen Brief zu schreiben, in dem du mir von deinem Wohlergehen und deinem neuen Zuhause berichtest. Wähle deine Diener und Gefährten sorgfältig aus, damit du ihnen vertrauen kannst und Gesellschaft hast. Ich habe deinem Namen in Göttern gehuldigt, damit du glücklich wirst. Dein Bruder Markus lässt dich grüßen. Er ist Legion beigetreten und wird in Hellas stationiert.
Lebe wohl, liebe Tochter, und viel Glück. Nach Juliana in Lazio an Marcia, Titiana und ihrer Mutter adressierten die Frauengemächer in der Villa des Prätors. Ja, und in dem Bruder Markus, den kann man auch spielen in der Kampagne. Da haben wir uns damals in Folge 1 noch entschieden. Das wird aber im Verlauf des Let's Plays noch anders sein. Das heißt, eben wir werden mal noch mit Markus spielen. Wir sehen es mal, ne? Vielleicht gibt es noch eine zweite Playlist, also sprich, ich starte dann nochmal ein neues Let's Play für die Kampagne. Das wird in diesem Let's Play, in dieser Playlist stattfinden. Das sehen wir alles noch. Schau an, mein kleiner Bruder Markus macht sich einen Namen. Hoffentlich gefällt es ihm bei der Legion. Schön wär's, ne, für ihn. Also, wir brauchen 20 davon. Wir haben genug Ziegel, mehr als genug sogar. Aber auch das, Freunde, erst nächste Folge, ne? Also, nächste Folge, da die Lieferung, dann Brot machen. Brot, also auch das Ding. Die Kornmühle bauen, das Ding bauen. Perfekt, hier will noch ein bisschen weiter ausbauen, mal gucken. Da wären ein paar Seile zu schleppen, damit ich hier weiter abreißen kann, tatsächlich. Vielleicht hier noch weiter Gebäude da aktivieren kann, ne? Obwohl, das mal anheben, Insellager 25 schon. Insellager 42 Schweine, 95 Salz, aber sowieso genug. Wir fangen mit dem Salz auch an, ne? Da wäre auch so eine Option. Seife, Entschuldigung, wir kommen auf Salz. Das Seife an und dann, tja, schauen wir halt, ne, wie es hier weitergeht. Oder eben auch mit den neuen Gebäuden hier. Mal das Ding bauen. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber so soll es ja auch sein, ne? Und vor allem Bilanz im Auge behalten. Das kann nie schaden. Aber dafür hätten wir theoretisch das Olivenöl. Eben, das ist das Problem, ne? Ob ich andere Inseln schon annehmen könnte, also beziehungsweise schon besiedeln könnte. Wir werden sehen. Beim nächsten Mal zurück hier bei Anno 117 Pax Romana. Bis dahin, ciao zusammen.